Я выбился из сил. Ich bin fix und fertig. Ich bin fix und fertig. Ich bin fix und fertig. В первый мой день было порядочно стресса. Mein erster Tag war ganz schön stressig. Mein erster Tag war ganz schön stressig. Mein erster Tag war ganz schön stressig. Пожалуйста, снимите обувь. Bitte ziehen Sie die Schuhe aus. Bitte ziehen Sie die Schuhe aus. Bitte ziehen Sie die Schuhe aus. Нужно быть внимательным, так как можно быстро совершить ошибку. Man muss aufpassen, denn man kann schnell Fehler machen. Man muss aufpassen, denn man kann schnell Fehler machen. Man muss aufpassen, denn man kann schnell Fehler machen. У нас пошли существительные с предлогами. Оставь что-то лежать на тарелке. Lass etwas auf dem Teller liegen. Lass etwas auf dem Teller liegen. Lass etwas auf dem Teller liegen. Кошка сидит под одеялом на софе. Die Katze liegt unter der Decke auf dem Sofa. Die Katze liegt unter der Decke auf dem Sofa. Die Katze liegt unter der Decke auf dem Sofa. Рядом с компьютером стоит телефон. Neben dem Computer steht ein Telefon. Neben dem Computer steht ein Telefon. Neben dem Computer steht ein Telefon. Он точно лежит в шкафу. Liegt bestimmt im Schrank. Liegt bestimmt im Schrank. Liegt bestimmt im Schrank. Что висит на потолке? Was hängt an der Decke? Was hängt an der Decke? Was hängt an der Decke? Лампа висит на потолке. Die Lampe hängt an der Decke. Die Lampe hängt an der Decke. Die Lampe hängt an der Decke. Куда мы повесим лампу? Wohin hängen wir die Lampe?
Wohin hängen wir die Lampe? Wohin hängen wir die Lampe? Куда мы посадим собаку? Wohin setzen wir den Hund? Wohin setzen wir den Hund? Wohin setzen wir den Hund? Куда мы поставим шкаф? Wohin stellen wir den Schrank? Wohin stellen wir den Schrank? Wohin stellen wir den Schrank? Куда нужно класть вещи? Wohin kommen die Sachen? Wohin kommen die Sachen? Дословно можно перевести как «куда приходят вещи». Но немцы, видите, как говорят? А мы скажем, куда нужно класть вещи. Wohin kommen die Sachen? Элени съехала из своей квартиры. Eleni ist aus ihrer Wohnung ausgezogen. Eleni ist aus ihrer Wohnung ausgezogen. Шкаф для спальной комнаты высотой 2 метра. Der Schlafzimmerschrank ist 2 Meter hoch. Der Schlafzimmerschrank ist 2 Meter hoch. Обратите внимание вот на это длинное слово. Оно состоит из 3. Schlaf, да, schlafen, спать. Zimmer, комната. Schrank, шкаф. Schlafzimmer – это у нас спальня. Ну и шкаф для спальни 2 метра высоты. Der Schlafzimmerschrank ist 2 Meter hoch. Она переезжает в квартиру с совместным проживанием. Как называются такие квартиры, где живут по несколько человек? Sie zieht in eine WG. Sie zieht in eine WG. Это типа что-то общежитие. То есть WG мы переведем как die, да, женского рода, die Wohngemeinschaft. То есть совместное проживание. Sie zieht in eine WG. Да, я также вижу это. Ja, ich sehe das auch so. Ja, ich sehe das auch so. Ja, ich sehe das auch so. А когда вечеринка? Wann ist denn die Party? Wann ist denn die Party? Wann ist denn die Party? Вся моя семья очень спортивная. Meine ganze Familie ist sehr sportlich. Meine ganze Familie ist sehr sportlich. Meine ganze Familie ist sehr sportlich. Здесь вы найдете все, что сердце пожелает. Hier finden Sie alles, was das Herz begehrt. Hier finden Sie alles, was das Herz begehrt.
Hier finden Sie alles, was das Herz begehrt. Платье отлично тебе подойдет. Das Kleid steht dir ausgezeichnet. Das Kleid steht dir ausgezeichnet. Дословно можно сказать, платье тебе идет отлично, да? Тебе идет. Das Kleid steht dir ausgezeichnet. Штаны слишком широкие. Die Hose ist viel zu weit. Die Hose ist viel zu weit. Die Hose ist viel zu weit. Самое главное, ты чувствуешь себя хорошо. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Она воткнула розу себе в волосы. Sie steckt eine Rose ins Haar. Sie steckt eine Rose ins Haar. Sie steckt eine Rose ins Haar. Напишите историю к фотографии. Schreiben Sie eine Geschichte zu dem Foto. Schreiben Sie eine Geschichte zu dem Foto. Schreiben Sie eine Geschichte zu dem Foto. Фильм идет в 21:30. Der Film läuft um 21:30 Uhr. Der Film läuft um 21:30 Uhr. Der Film läuft um 21:30 Uhr. Все места заняты. Alle Plätze sind besetzt. Alle Plätze sind besetzt. Alle Plätze sind besetzt. Автобус не такой быстрый, как метро. Der Bus ist nicht so schnell wie die U-Bahn. Der Bus ist nicht so schnell wie die U-Bahn. Der Bus ist nicht so schnell wie die U-Bahn. Замок на велосипеде сломан. Das Schloss am Fahrrad ist kaputt. Das Schloss am Fahrrad ist kaputt. Das Schloss am Fahrrad ist kaputt. Езда на велосипеде супер. Этим можно снизить автомобильное движение. Эта фраза вам поможет на описании картинки, когда вы видите человека на велосипеде, почему люди ездят на велосипеде. Das Fahrradfahren ist super. Damit kann man den Autoverkehr reduzieren.
Das Fahrradfahren ist super. Damit kann man den Autoverkehr reduzieren. Das Fahrradfahren ist super. Damit kann man den Autoverkehr reduzieren. Gute Idee. Ich bin dafür. Gute Idee. Ich bin dafür. Gute Idee. Ich bin dafür. Вы должны непременно попробовать настоящий кебаб. Sie müssen unbedingt einen echten Döner essen. Sie müssen unbedingt einen echten Döner essen. Sie müssen unbedingt einen echten Döner essen. Идите через площадь, а потом направо. Gehen Sie über den Platz und dann rechts. Gehen Sie über den Platz und dann rechts. Gehen Sie über den Platz und dann rechts. Мы расскажем вам кое-что из истории Берлина. Wir erzählen Ihnen etwas über die Geschichte von Berlin. Wir erzählen Ihnen etwas über die Geschichte von Berlin. Wir erzählen Ihnen etwas über die Geschichte von Berlin. Здесь, в центре Берлина, чувствуешь себя как в деревне. Hier fühlt man sich wie in einem Dorf mitten in Berlin. Hier fühlt man sich wie in einem Dorf mitten in Berlin. Hier fühlt man sich wie in einem Dorf mitten in Berlin. Обслуживание здесь в ресторане не очень хорошее. Der Service hier im Restaurant ist nicht sehr gut. Der Service hier im Restaurant ist nicht sehr gut. Der Service hier im Restaurant ist nicht sehr gut. Вы платите карточкой или наличными? Zahlen Sie bar oder mit Karte? Zahlen Sie bar oder mit Karte? Zahlen Sie bar oder mit Karte? Он идет на шаг дальше. Geht einen Schritt weiter. Geht einen Schritt weiter. Geht einen Schritt weiter. Когда я познакомился с моей женой, моя жизнь была прекрасна. Als ich meine Frau kennengelernt habe,
war mein Leben schön. Als ich meine Frau kennengelernt habe, war mein Leben schön. Als ich meine Frau kennengelernt habe, war mein Leben schön. Это было для меня очень горько, что я был в разлуке с семьей. Es war sehr bitter für mich, dass ich von meiner Familie getrennt war. Es war sehr bitter für mich, dass ich von meiner Familie getrennt war. Es war sehr bitter für mich, dass ich von meiner Familie getrennt war. Никто не должен распоряжаться моим счастьем. Niemand soll über mein Glück bestimmen. Niemand soll über mein Glück bestimmen. Niemand soll über mein Glück bestimmen. Давайте устроим экскурсию. Lass uns einen Ausflug machen. Lass uns einen Ausflug machen. Lass uns einen Ausflug machen. Мы делаем экскурсию к замку Freudenberg, то есть совершаем экскурсию. Wir machen einen Ausflug zum Schloss Freudenberg. Wir machen einen Ausflug zum Schloss Freudenberg. Wir machen einen Ausflug zum Schloss Freudenberg. Он получит программу экскурсии по электронной почте. Bekommt das Programm für den Ausflug per Mail. Bekommt das Programm für den Ausflug per Mail. Bekommt das Programm für den Ausflug per Mail. Что бросается вам в глаза? Was fällt Ihnen auf? Was fällt Ihnen auf? Was fällt Ihnen auf? Замок сегодня закрыт. Верно, тогда мы идем на боулинг. Das Schloss ist heute geschlossen. Stimmt, dann gehen wir zum Bowling. Das Schloss ist heute geschlossen. Stimmt, dann gehen wir zum Bowling. Das Schloss ist heute geschlossen. Stimmt, dann gehen wir zum Bowling. Петра всегда приезжает на работу на своем автомобиле. Petra kommt immer mit ihrem Wagen zur Arbeit. Petra kommt immer mit ihrem
Wagen zur Arbeit. Petra kommt immer mit ihrem Wagen zur Arbeit. Мы пошли. Wir gehen los. Wir gehen los. Во втором ряду слева сидит Денис. In der zweiten Reihe links sitzt Dennis. In der zweiten Reihe links sitzt Dennis. In der zweiten Reihe links sitzt Денис. По предмету искусства у меня 5. Im Fach Kunst habe ich eine 1. Im Fach Kunst habe ich eine 1. Im Fach Kunst habe ich eine 1. Я хотел бы знать все, что касается школы. Ich möchte alles rund die Schule wissen. Ich möchte alles rund die Schule wissen. Ich möchte alles rund die Schule wissen. Есть только баллы, оценок нет. Es gibt nur Punkte, keine Noten. Es gibt nur Punkte, keine Noten. Es gibt nur Punkte, keine Noten. Дверь немного приоткрыта. Die Tür ist etwas offen. Die Tür ist etwas offen. Die Tür ist etwas offen. Да, это старый коньяк. Ja, das ist alter Cognac. Ja, das ist alter Cognac. Да, это темное пиво. Ja, das ist dunkles Bier. Ja, das ist dunkles Bier. Да, это сладкий сок. Ja, das ist süßer Saft. Ja, das ist süßer Saft. Да, это кислое молоко. Ja, das ist saure Milch. Ja, das ist saure Milch. Да, это жирное мясо. Ja, das ist fettes Fleisch. Ja, das ist fettes Fleisch. Да, это холодное шампанское. Ja, das ist kalter Sekt. Ja, das ist kalter Sekt. Да, это красное вино. Ja, das ist roter Wein. Ja, das ist roter Wein. Да, это горячий чай.
Ja, das ist heißer Tee. Ja, das ist heißer Tee. Да, это сырая ветчина. Ja, das ist roher Schinken. Ja, das ist roher Schinken. Да, это мягкое масло. Ja, das ist weiche Butter. Ja, das ist weiche Butter. Да, это свежий творог. Ja, das ist frischer Quark. Ja, das ist frischer Quark. Да, это острая горчица. Ja, das ist scharfer Senf. Ja, das ist scharfer Senf. Да, это сладкая выпечка. Ja, das ist süßes Gebäck. Ja, das ist süßes Gebäck. Здесь прохладная вода. Hier ist kühles Wasser. Hier ist kühles Wasser. Здесь свежие фрукты. Hier ist frisches Obst. Hier ist frisches Obst. Обратите внимание на существительное, которое употребляется только в единственном числе. Хотя на русский мы переводим множественным числом. Das Obst. Окончание среднего рода «эс». Здесь красное вино. Hier ist roter Wein. Hier ist roter Wein. Здесь безалкогольное пиво. Hier ist alkoholfreies Bier. Hier ist alkoholfreies Bier. Здесь настоящий фруктовый сок. Hier ist echter Obstsaft. Hier ist echter Obstsaft. Здесь теплое молоко. Hier ist warme Milch. Hier ist warme Milch. Здесь вареная ветчина. Hier ist gekochter Schinken. Hier ist gekochter Schinken. Здесь черный чай. Hier ist schwarzer Tee. Hier ist schwarzer Tee. Здесь крепкий кофе. Hier ist starker Kaffee. Hier ist starker Kaffee. Здесь свежий хлеб.
Hier ist frisches Brot. Hier ist frisches Brot. Здесь вкусное мороженое. Hier ist leckeres Eis. Hier ist leckeres Eis. Здесь соленое масло. Hier ist gesalzene Butter. Hier ist gesalzene Butter. Здесь копченый бекон. Hier ist geräucherter Speck. Hier ist geräucherter Speck. Здесь холодное жаркое. Hier ist kalter Braten. Hier ist kalter Braten. Здесь горячий суп. Hier ist heiße Suppe. Hier ist heiße Suppe. Здесь черная икра. Hier ist schwarzer Kaviar. Hier ist schwarzer Kaviar. Здесь свежий мед. Hier ist frischer Honig. Hier ist frischer Honig. Здесь острый сыр. Hier ist scharfer Käse. Hier ist scharfer Käse. Я люблю красное вино. И мы переходим к винительному падежу. Ich mag roten Wein. Ich mag roten Wein. Я люблю пить настоящий фруктовый сок. Ich trinke gern echten Obstsaft. Ich trinke gern echten Obstsaft. Я люблю есть вареную ветчину. Ich esse gern gekochten Schinken. Ich esse gern gekochten Schinken. Принимаем приглашение твоей компании на ужин. Die Einladung deiner Firma zum Essen nehmen wir an. Die Einladung deiner Firma zum Essen nehmen wir an. То есть приглашение чье? Твоей фирмы, твоей компании. Женский род, поэтому меняется только сопровождающее слово или артикль, или притяжательный артикль, или любое другое стоящее рядом с этим существительным словом. Установка принтера длится долго. Die Installation des Druckers dauert sehr lange. Die
Installation des Druckers dauert sehr lange. Как долго длится образование твоего сына? Wie lange dauert die Ausbildung deines Sohnes noch? Wie lange dauert die Ausbildung deines Sohnes noch? Что вы читаете в свободное время? Was lässt ihr in der Freizeit? Was lässt ihr in der Freizeit? Что ты ешь утром? Was isst du am Morgen? Was isst du am Morgen? Ты поможешь Монике? Hilfst du Monika? Hilfst du Monika? Когда ты едешь в Германию? Wann fährst du nach Deutschland? Wann fährst du nach Deutschland? Ты возьмешь такси? Nimmst du ein Taxi? Nimmst du ein Taxi? Ты всегда хорошо спишь? Schläfst du immer gut? Schläfst du immer gut? Мой друг оставляет машину здесь. А где ты оставляешь машину? Mein Freund lässt das Auto hier. Und wo lässt du das Auto? Mein Freund lässt das Auto hier. Und wo lässt du das Auto? Это мне подходит. Das ist mir recht. Das ist mir recht. Все готово, улажено или сделано. Alles erledigt. Alles erledigt. Не за что. В ответ на фразу, в
который нас благодарят за что-либо. И мы говорим не за что, не стоит благодарности. Keine Ursache. Keine Ursache. Я сегодня встал в 6:30, умылся, оделся, позавтракал и поехал на работу. Ich bin heute um 6:30 Uhr aufgestanden, habe mich gewaschen, angezogen, gefrühstückt und bin zur Arbeit gefahren. Ich bin heute um 6:30 Uhr aufgestanden, habe mich gewaschen, angezogen, gefrühstückt und bin zur Arbeit gefahren. Этим летом мы все вместе провели 2 недели на Балтийском море. In diesem Sommer haben wir alle zusammen 2 Wochen an der Ostsee verbracht. In diesem Sommer haben wir alle zusammen 2 Wochen an der Ostsee verbracht. Господин Фишер говорил очень быстро, никто ничего не понял. Herr Fischer hat sehr schnell gesprochen, niemand hat etwas verstanden. Herr Fischer hat sehr schnell gesprochen, niemand hat etwas verstanden. Через ворота. Durch das Tor. Durch das Tor. Вокруг этого здания. Dieses Gebäude. Dieses Gebäude. Со стола. Von dem Tisch. Von dem Tisch. Против его желания. Gegen seinen Wunsch. Gegen seinen Wunsch. Из этой главы. Aus diesem Kapitel. Aus diesem Kapitel. Спустя месяц. Nach einem Monat. Nach einem Monat. С этими проблемами. Mit diesen Problemen. Mit diesen Problemen. Со всех столов. Von allen Tischen. Von allen Tischen. У родственников.
Bei den Verwandten. Bei den Verwandten. Из этого города. Aus dieser Stadt. Aus dieser Stadt. К врачу. Zu dem Arzt. Или мы говорим zum Arzt, когда у нас предлог сливается с артиклем. Zum Arzt. Со всеми детьми. Mit allen Kindern. Mit allen Kindern. К моим родственникам. Zu meinen Verwandten. Zu meinen Verwandten. Против моей идеи. Gegen meine Idee. Gegen meine Idee. Спустя 3 дня. Nach 3 Tagen. Nach 3 Tagen. К парикмахеру. Zu dem Friseur. Zu dem Friseur. Или если артикль сливается с предлогом, получается zum Friseur. На автобусе. Mit dem Bus. Mit dem Bus. Для твоей матери. Für deine Mutter. Für deine Mutter. Через парк. Durch den Park. Durch den Park. И когда мы гуляем по парку, мы говорим, то тоже используем предлог durch. Уже месяц как, например, я живу в Германии, seit einem Monat. Seit einem Monat. После всех экзаменов. Nach allen Prüfungen. Nach allen Prüfungen. С 2 чемоданами. Mit 2 Koffern. Mit 2 Koffern. Из шкафа. Aus dem Schrank. Aus dem Schrank. Для наших партнеров. Für unsere Partner. Für unsere Partner. На свадьбу. Zur Hochzeit. Zur Hochzeit. И мы видим, что здесь у нас предлог zu слился с артиклем der, дательный падеж, zu der Hochzeit. После уроков. Nach dem Unterricht. Nach dem Unterricht. Без этих документов. Ohne diese Dokumente. Ohne diese Dokumente. Под Берлином. Например, жить под Берлином, то есть недалеко.
Bei Berlin. Bei Berlin. Вокруг стола. Den Tisch. Den Tisch. Ножом. Резать что-нибудь. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Кроме этого здания. Außer dieser Ausgabe. Außer dieser Ausgabe. Во время завтрака. Beim Frühstück. Beim Frühstück. Из офиса. Aus dem Büro. Aus dem Büro. В Гамбург или в любой другой город. Nach Hamburg. Nach Hamburg. Из этого города. Aus dieser Stadt. Aus dieser Stadt. Вокруг нашего дома. Unser Haus. Unser Haus. Через улицу. Durch die Straße. Durch die Straße. Еще можно сказать, вернее, еще можно перевести по улице. Иду по улице. Durch die Straße. С мая. Seit Mai. Seit Mai. После нашего разговора. Nach unserem Gespräch. Nach unserem Gespräch. Из всех книг. Aus allen Büchern. Aus allen Büchern. Кроме этих упражнений. Außer diesen Übungen. Außer diesen Übungen. Без твоей помощи. Ohne deine Hilfe. Ohne deine Hilfe. Против моего друга. Gegen meinen Freund. Gegen meinen Freund. Напротив нашей школы. Unserer Schule gegenüber. Unserer Schule gegenüber. После каникул. Nach den Ferien. Nach den Ferien. Со шкафа. Взять что-либо со шкафа. Vom Schrank. Vom Schrank.
То есть здесь мы видим слияние предлога с артиклем дательного падежа. Von dem Schrank. Vom Schrank. У ее тети. Bei ihrer Tante. Bei ihrer Tante. Кроме моего отца. Außer meinem Vater. Außer meinem Vater. На вокзал. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Здесь тоже слияние предлога с артиклем дательного падежа. Zu dem Bahnhof. Zum Bahnhof. До 16 часов. Bis 16 Uhr. Bis 16 Uhr. На метро. Ехать на метро. Mit der U-Bahn. Mit der U-Bahn. Без ботинок, без обуви. Ohne Schuhe. Ohne Schuhe. Если у нас предлог ohne, то артикль у существительного не употребляется. За твою помощь. Благодарность, например. Für deine Hilfe. Für deine Hilfe. С остановки. То есть я иду с остановки. Дословно от остановки домой. Von der Haltestelle. Von der Haltestelle. Из этих домов. Aus diesen Häusern. Aus diesen Häusern. Пешком. Zu Fuß. Zu Fuß. Устойчивое словосочетание. Zu Fuß. Пешком. На лекцию. Zur Vorlesung. Zur Vorlesung. Слияние предлога zu с артиклем дательного падежа der. Zu der Vorlesung. Против моей идеи. Gegen meine Idee. Gegen meine Idee. В окно. Смотреть, например. Durch das Fenster. Durch das Fenster. До завтра. Bis morgen. Bis morgen. Ключом. Например, что-то открыть или закрыть. Mit dem Schlüssel. Mit dem Schlüssel. Напротив вокзала. Dem Bahnhof gegenüber. Dem Bahnhof gegenüber. Из Швейцарии. Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Дом напротив церкви. Das Haus der Kirche gegenüber. Das Haus der Kirche gegenüber. Ко всем темам, кроме этой. Zu allen Themen außer diesem. Zu allen Themen außer diesem.
все упражнения, кроме этих двух заданий. Alle Übungen außer diesen zwei Aufgaben. Alle Übungen außer diesen zwei Aufgaben. Карандашом, например, рисовать. Mit dem Bleistift. Mit dem Bleistift. Мышка лежит рядом с клавиатурой. Die Maus ist neben der Tastatur. Die Maus ist neben der Tastatur. Ноутбук стоит дороже, чем планшет. Ein Laptop kostet mehr als Tablet. Ein Laptop kostet mehr als Tablet. Планшет намного легче, чем ноутбук. Das Tablet ist viel leichter als ein Laptop. Das Tablet ist viel leichter als ein Laptop. Ноутбук не такой легкий, как планшет. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Ноутбук не такой легкий, как планшет. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Der Laptop ist nicht so leicht wie das Tablet. Какую блузку вы возьмете? Welche Bluse nehmen Sie? Welche Bluse nehmen Sie? Welche Bluse nehmen Sie? Обратите внимание, вот в вопросительном слове welche, какой, какая, при каком существительном какое окончание, да? Женский род окончание мужской род дательный падеж окончание Вот так, на это обратите внимание. Какую книгу ты ищешь? Книга, средний род, винительный падеж. Определите окончание вопросительного слова. Welches Buch suchst du? Welches Buch suchst du? Welches Buch suchst du? Здесь у нас окончание «эс», так как существительное среднего рода. Я хотел бы однажды поехать вокруг света. Ich möchte gern einmal um die Welt reisen. Ich möchte gern einmal um die Welt reisen.
Ich möchte gern einmal um die Welt reisen. Студенты приезжают из многих стран. Они приезжают со всего мира. Второе значение существительного die Welt, мир. Die Studenten kommen aus vielen Ländern. Sie kommen aus der ganzen Welt. Die Studenten kommen aus vielen Ländern. Sie kommen aus der ganzen Welt. Die Studenten kommen aus vielen Ländern. Sie kommen aus der ganzen Welt. Я поняла, к сожалению, только немного. Ich habe leider nur wenig verstanden. Ich habe leider nur wenig verstanden. Wenig переводится как немного или мало. Он зарабатывает мало. Er verdient wenig. Er verdient wenig. Er verdient wenig. Я не голоден. Ах, съешьте самый маленький кусок пирога. Ich habe keinen Hunger. Ach, essen Sie wenigstens ein Stück Kuchen. Ich habe keinen Hunger. Ach, essen Sie wenigstens ein Stück Kuchen. Ich habe keinen Hunger. Ach, essen Sie wenigstens ein Stück Kuchen. Если мне нужно, вернее, если мне не нужно работать, то я приду. Wenn ich nicht arbeiten muss, komme ich. Wenn ich nicht arbeiten muss, komme ich. Wenn ich nicht arbeiten muss, komme ich. Мой сын хочет стать врачом. Стать, становиться, глагол werden, wird, ist geworden. Mein Sohn will Arzt werden. Mein Sohn will Arzt werden. Mein Sohn will Arzt werden. Погода на выходных будет хорошая. Это они по радио сказали. Das Wetter am Wochenende wird gut. Das haben sie im Radio gesagt. Das Wetter am Wochenende wird gut. Das haben sie im Radio gesagt. Моя машина сломалась. Она в мастерской. Mein Auto ist kaputt. Es ist in der Werkstatt.
Mein Auto ist kaputt. Es ist in der Werkstatt. Mein Auto ist kaputt. Es ist in der Werkstatt. Мой сын выиграл в соревнованиях. Mein Sohn hat bei einem Wettbewerb gewonnen. Mein Sohn hat bei einem Wettbewerb gewonnen. Mein Sohn hat bei einem Wettbewerb gewonnen. Сегодня погода хорошая, солнечно и тепло. Heute ist das Wetter gut. Es ist sonnig und warm. Heute ist das Wetter gut. Es ist sonnig und warm. Heute ist das Wetter gut. Es ist sonnig und warm. В отпуске у нас была плохая погода. Wir hatten im Urlaub schlechtes Wetter. Wir hatten im Urlaub schlechtes Wetter. Wir hatten im Urlaub schlechtes Wetter. Важно, что вы тоже придете. Es ist wichtig, dass Sie auch kommen. Es ist wichtig, dass Sie auch kommen. Es ist wichtig, dass Sie auch kommen. Завтра у меня важная встреча. Morgen habe ich einen wichtigen Termin. Morgen habe ich einen wichtigen Termin. Он пишет как ребенок. Er schreibt wie ein Kind. Er schreibt wie ein Kind. Er schreibt wie ein Kind. Моя жена такая же высокая, как я. Meine Frau ist so groß wie ich. Дословно такая же большая. Meine Frau ist so groß wie ich. Meine Frau ist so groß wie ich. Какого размера квартира? Wie groß ist die Wohnung? Wie groß ist die Wohnung? Wie groß ist die Wohnung?
Как я должен это сделать? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Как долго ты уже здесь? Wie lange bist du schon hier? Wie lange bist du schon hier? Wie lange bist du schon hier? Сколько стоят эти брюки? Wie viel kostet diese Hose? Wie viel kostet diese Hose? Wie viel kostet diese Hose? Сколько детей у вас? Wie viele Kinder haben Sie? Wie viele Kinder haben Sie? И так как мы можем посчитать до детей, то здесь у нас будет окончание «э». Wie viele Kinder haben Sie? Штефан снова может прийти на футбольную тренировку. Stefan kann wieder zum Fußballtraining kommen. Stefan kann wieder zum Fußballtraining kommen. Stefan kann wieder zum Fußballtraining kommen. Тебе снова лучше? Geht es dir wieder besser? Geht es dir wieder besser? Geht es dir wieder besser? Ты снова пришел слишком поздно. Du kommst schon wieder zu spät. Du kommst schon wieder zu spät. Du kommst schon wieder zu spät. Когда ты опять придешь? Wann kommst du wieder? Wann kommst du wieder? Wann kommst du wieder? Можете, пожалуйста, это повторить? Повторять. Wiederholen. Wiederholt. Hat. Wiederholt. Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte wiederholen? Добро пожаловать в Берлин. Herzlich willkommen in Berlin. Herzlich willkommen in Berlin. Herzlich willkommen in Berlin.
Ветер холодный. Der Wind ist kalt. Der Wind ist kalt. Der Wind ist kalt. Сегодня очень ветрено. Heute ist es sehr windig. Heute ist es sehr windig. Heute ist es sehr windig. Ты мне не веришь, но это действительно так. Du glaubst mir nicht, es ist aber wirklich so. Du glaubst mir nicht, es ist aber wirklich so. Обратите внимание, на первом месте у нас не глагол, хотя стоит вопрос. Это значит, что в разговорной речи такое допустимо. Du glaubst mir nicht, es ist aber wirklich so. Откуда вы это знаете? Глагол знать wissen, weiß, hat gewusst. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das? Мы рассказывали анекдоты и много смеялись. Анекдоты или шутки. Wir haben Witze erzählt und viel gelacht. Wir haben Witze erzählt und viel gelacht. Wir haben Witze erzählt und viel gelacht. Почему ты смеешься? Я не считаю это смешным. Warum lachst du? Ich finde das nicht witzig. Warum lachst du? Ich finde das nicht witzig. Warum lachst du? Ich finde das nicht witzig. Где вы были в отпуске? Во Франции. Wo waren Sie im Urlaub? In Frankreich. Wo waren Sie im Urlaub? In Frankreich. Где мои часы? Wo ist meine Uhr? Wo ist meine Uhr? Где вы родились? Wo sind Sie geboren? Wo sind Sie geboren? Wo sind Sie geboren? Откуда вы? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Откуда вы это знаете? Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das? Замок на велосипеде сломан. Das Schloss am Fahrrad ist kaputt. Das Schloss
am Fahrrad ist kaputt. Das Schloss am Fahrrad ist kaputt. Езда на велосипеде супер. Этим можно снизить автомобильное движение. Эта фраза вам поможет на описании картинки, когда вы видите человека на велосипеде, почему люди ездят на велосипеде. Das Fahrradfahren ist super. Damit kann man den Autoverkehr reduzieren. Das Fahrradfahren ist super. Damit kann man den Autoverkehr reduzieren. Das Fahrradfahren ist super. Damit kann man den Autoverkehr reduzieren. Gute Idee. Ich bin dafür. Gute Idee. Ich bin dafür. Gute Idee. Ich bin dafür. Вы должны непременно попробовать настоящий кебаб. Sie müssen unbedingt einen echten Döner essen. Sie müssen unbedingt einen echten Döner essen. Sie müssen unbedingt einen echten Döner essen. Идите через площадь, а потом направо. Gehen Sie über den Platz und dann rechts. Gehen Sie über den Platz und dann rechts. Gehen Sie über den Platz und dann rechts. Мы расскажем вам кое-что из истории Берлина. Wir erzählen Ihnen etwas über die Geschichte von Berlin. Wir erzählen Ihnen etwas über die Geschichte von Berlin. Wir erzählen Ihnen etwas über die Geschichte von Berlin. Здесь, в центре Берлина, чувствуешь себя как в деревне. Hier fühlt man sich wie in einem Dorf mitten in Berlin. Hier fühlt man sich wie in einem Dorf mitten in Berlin. Hier fühlt man sich wie in einem Dorf mitten in Berlin. Обслуживание здесь в ресторане не очень хорошее. Der Service hier im Restaurant ist nicht sehr gut. Der Service hier im Restaurant ist nicht sehr gut. Der Service hier im Restaurant ist nicht sehr gut. Вы платите карточкой или наличными? Zahlen Sie bar oder mit Karte? Zahlen Sie
bar oder mit Karte? Zahlen Sie bar oder mit Karte? Он идет на шаг дальше. Geht einen Schritt weiter. Geht einen Schritt weiter. Geht einen Schritt weiter. Когда я познакомился с моей женой, моя жизнь была прекрасна. Als ich meine Frau kennengelernt habe, war mein Leben schön. Als ich meine Frau kennengelernt habe, war mein Leben schön. Als ich meine Frau kennengelernt habe, war mein Leben schön. Это было для меня очень горько, что я был в разлуке с семьей. Es war sehr bitter für mich, dass ich von meiner Familie getrennt war. Es war sehr bitter für mich, dass ich von meiner Familie getrennt war. Es war sehr bitter für mich, dass ich von meiner Familie getrennt war. Никто не должен распоряжаться моим счастьем. Niemand soll über mein Glück bestimmen. Niemand soll über mein Glück bestimmen. Niemand soll über mein Glück bestimmen. Давайте устроим экскурсию. Lass uns einen Ausflug machen. Lass uns einen Ausflug machen. Lass uns einen Ausflug machen. Мы делаем экскурсию к замку Freudenberg, то есть совершаем экскурсию. Wir machen einen Ausflug zum Schloss Freudenberg. Wir machen einen Ausflug zum Schloss Freudenberg. Wir machen einen Ausflug zum Schloss Freudenberg. Он получит программу экскурсии по электронной почте. Bekommt das Programm für den Ausflug per Mail. Bekommt das Programm für den Ausflug per Mail. Bekommt das Programm für den Ausflug per Mail. Что бросается вам в глаза? Was fällt Ihnen auf? Was fällt Ihnen auf? Она очень хорошо ладит с коллегами. Sie versteht sich gut mit ihren Kolleginnen. Sie versteht sich gut mit ihren Kolleginnen.
Обратите внимание, что существительное стоит во множественном числе, и здесь коллеги женщины все. Sie versteht sich gut mit ihren Kolleginnen. Я читаю в газете актуальные новости. Ich lese die aktuellen Nachrichten in der Zeitung. Ich lese die aktuellen Nachrichten in der Zeitung. Ich lese die aktuellen Nachrichten in der Zeitung. Программа по телевидению страшно скучная. Das Programm im Fernsehen ist schrecklich langweilig. Das Programm im Fernsehen ist schrecklich langweilig. Das Programm im Fernsehen ist schrecklich langweilig. Когда вас спросят на экзамене, вы любите смотреть телевизор, тогда вы скажете нет, потому что программа по телевидению страшно скучная. Das Programm im Fernsehen ist schrecklich langweilig. Тренироваться, пока результат не достигнут. Üben, bis das Ergebnis stimmt. Üben, bis das Ergebnis stimmt. Üben, bis das Ergebnis stimmt. Контакт с клиентами, за это отвечает госпожа Buchholz. Kontakt zu Kunden, dafür ist Frau Buchholz zuständig. Kontakt zu Kunden, dafür ist Frau Buchholz zuständig. Kontakt zu Kunden, dafür ist Frau Buchholz zuständig. Теперешний шеф перенял фирму от своего отца. Der jetzige Chef hat die Firma von seinem Vater übernommen. Der jetzige Chef hat die Firma von seinem Vater übernommen. Der jetzige Chef hat die Firma von seinem Vater übernommen. Работа маляра тяжела. Die Arbeit als Maler ist hart. Die Arbeit als Maler ist hart. Die Arbeit als Maler ist hart. Эта змея не опасна. Diese Schlange ist nicht gefährlich. Diese Schlange ist nicht gefährlich. Вы заметили, что существительное шланга имеет два значения – очередь и змея. Diese Schlange ist nicht gefährlich. У нас всегда играет музыка. Bei uns läuft immer Musik. Bei uns läuft immer Musik. Bei uns läuft immer Musik. Es ist super, dass man einen Beruf ausprobieren kann. Жаль, что невозможно учиться без аттестата средней школы. Es ist schade, dass man ohne Abitur nicht studieren kann.
Es ist schade, dass man ohne Abitur nicht studieren kann. Es ist schade, dass man ohne Abitur nicht studieren kann. Это у нас были сложные предложения с придаточными. И мы переходим к глаголам с возвратным местоимением и с управлением, то есть глаголы, которые будут употребляться со своим собственным предлогом. Она радуется стажировке в Италии. То есть радуется предстоящей стажировке, потому что у этого глагола два предлога. Для будущего времени и для настоящего. Sie freut sich auf das Praktikum in Italien. Sie freut sich auf das Praktikum in Italien. Sie freut sich auf das Praktikum in Italien. Вы хотели бы узнать о различных профессиях? Здесь у нас вежливая форма. Sie möchten sich über verschiedene Berufe informieren. Sie möchten sich über verschiedene Berufe informieren. Sie möchten sich über verschiedene Berufe informieren. Мы регистрируемся на информационное собеседование. Wir melden uns für das Informationsgespräch an. Wir melden uns für das Informationsgespräch an. Wir melden uns für das Informationsgespräch an. Узнайте об обучении в Германии. Informieren Sie sich über ein Studium in Deutschland. Informieren Sie sich über ein Studium in Deutschland. Informieren Sie sich über ein Studium in Deutschland. Нравится ли тебе заботиться о других людях? Kümmerst du dich gern um andere Menschen? Kümmerst du dich gern um andere Menschen? Kümmerst du dich gern um andere Menschen? Вы интересуетесь профессией в сфере транспортных средств и технологий. И здесь мы обращаемся к людям во множественном числе, с которыми мы на «ты». Interessiert ihr euch für einen Beruf im Bereich Fahrzeuge und Technik? Interessiert ihr euch
für einen Beruf im Bereich Fahrzeuge und Technik? Interessiert ihr euch für einen Beruf im Bereich Fahrzeuge und Техник? Можно записаться на бесплатную консультацию. Man kann sich für eine kostenlose Beratung anmelden. Man kann sich für eine kostenlose Beratung anmelden. Man kann sich für eine kostenlose Beratung anmelden. Я немного в стрессе, потому что я ищу работу уже несколько недель. Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich seit Wochen einen Job suche. Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich seit Wochen einen Job suche. Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich seit Wochen einen Job suche. Я говорю на 3 языках и имею опыт работы в офисе и в продажах. Ich spreche 3 Sprachen und habe Erfahrung im Büro und im Verkauf. Ich spreche 3 Sprachen und ich habe Erfahrung im Büro und im Verkauf. Ich spreche 3 Sprachen und ich habe Erfahrung im Büro und im Verkauf. О да, я согласен с тобой. Это хороший совет. Ты мне очень помог. Oh ja, ich stimme dir zu. Das ist ein guter Tipp. Du hast mir sehr geholfen. Oh ja, ich stimme dir zu. Das ist ein guter Tipp. Du hast mir sehr geholfen. Oh ja, ich stimme dir zu. Das ist ein guter Tipp. Du hast mir sehr geholfen. Ему очень нравится стажировка. Das Praktikum gefällt ihm gut. Das Praktikum gefällt ihm gut. Das Praktikum gefällt ihm gut. Госпожа Бауэр уже ответила тебе? Hat Frau Bauer dir schon geantwortet? Hat Frau Bauer dir schon geantwortet? Hat Frau Bauer dir schon geantwortet? Я благодарю тебя за твою поддержку. Ich danke dir für deine Unterstützung.
Ich danke dir für deine Unterstützung. Ich danke dir für deine Unterstützung. Мне не нравится сегодняшняя еда. Das Essen schmeckt mir heute nicht. Das Essen schmeckt mir heute nicht. Das Essen schmeckt mir heute nicht. Книги принадлежат тебе? Gehören dir die Bücher? Gehören dir die Bücher? Gehören dir die Bücher? Я нашел дорогу без проблем. Я ехал на автобусе, и поездка заняла всего 10 минут. Ich habe den Weg ohne Probleme gefunden. Ich bin mit dem Bus gefahren und die Fahrt hat nur 10 Minuten gedauert. Ich habe den Weg ohne Probleme gefunden. Ich bin mit dem Bus gefahren und die Fahrt hat nur 10 Minuten gedauert. Ich habe den Weg ohne Probleme gefunden. Ich bin mit dem Bus gefahren und die Fahrt hat nur 10 Minuten gedauert. Кому принадлежит красивый дом? Моему дяде. Wem gehört das schöne Haus? Meinem Onkel. Wem gehört das schöne Haus? Meinem Onkel. Wem gehört das schöne Haus? Meinem Onkel. Куда идет этот поезд? В Италию. Wohin fährt dieser Zug? Nach Italien. Wohin fährt dieser Zug? Nach Italien. Wohin fährt dieser Zug? Nach Italien. Чья это машина? Моего брата. Wessen Auto ist das? Meines Bruders. Wessen Auto ist das? Meines Bruders. Это словосочетание у нас в каком падеже? Вопрос родительного падежа, генитив. Meines Bruders. Словосочетание в родительном падеже. Wessen Auto ist das? Meines Bruders. Кого ты любишь? Birgit. Wen liebst du? Birgit. Wen liebst du? Birgit. Кто звонил? Maria. Wer hat angerufen? Marie. Wer hat angerufen? Marie. Wer
hat angerufen. Мари, кого ты пригласил? Своих друзей. Wen hast du eingeladen? Meine Freunde. Wen hast du eingeladen? Meine Freunde. Wen hast du eingeladen? Meine Freunde. Кому принадлежит этот спортивный автомобиль? Нам. Wem gehört dieser Sportwagen? Uns. Wem gehört dieser Sportwagen? Uns. Wem gehört dieser Sportwagen? Uns. Кому ты хочешь подарить эту книгу? Моей сестре. Wem willst du dieses Buch schenken? Meiner Schwester. Wem willst du dieses Buch schenken? Meiner Schwester. Wem willst du dieses Buch schenken? Meiner Schwester. С кем ты ходил в кино? С моим другом. Mit wem bist du ins Kino gegangen? Mit meinem Freund. Mit wem bist du ins Kino gegangen? Mit meinem Freund. Mit wem bist du ins Kino gegangen? Mit meinem Freund. Для кого эти красивые розы? Для моей невесты. Für wen sind diese schönen Rosen? Für meine Verlobte. Für wen sind diese schönen Rosen? Für meine Verlobte. Für wen sind diese schönen Rosen? Für meine Verlobte. Как долго ты изучаешь немецкий? 2 месяца. Wie lange lernst du schon Deutsch? 2 Monate. Wie lange lernst du schon Deutsch? 2 Monate. Wie lange lernst du schon Deutsch? 2 Monate. Кто ты по профессии? Was bist du von Beruf? Bäcker. Was bist du von Beruf? Bäcker. Устойчивое выражение, оно не переводится дословно. Если дословно переводить, у нас как бы не совсем красивый перевод получится. То есть, что есть ты от профессии. Да? Ну, по-русски это звучит, кто ты по профессии. Was bist du von Beruf? Bäcker. О чем часто говорит твоя бабушка? О моем дедушке. Wovon erzählt deine Großmutter oft? Von meinem Opa. Wovon erzählt deine Großmutter oft? Von meinem Opa.
Wovon erzählt deine Großmutter oft? Von meinem Opa. Какие твои любимые предметы? История и немецкий язык. Was sind deine Lieblingsfächer? Geschichte und Deutsch. Was sind deine Lieblingsfächer? Geschichte und Deutsch. Вот в этих вопросах вопросительные слова у нас не соответствуют переводу. Вот это нужно запомнить. То есть немцы скажут, что есть твои любимые предметы. А мы скажем, какие твои любимые предметы. Здесь просто нужно запомнить. Was sind deine Lieblingsfächer? Geschichte und Deutsch. Meine Freundin studiert jetzt im Ausland. Ich erinnere mich oft an sie. Meine Freundin studiert jetzt im Ausland. Ich erinnere mich oft an sie. Все коллеги обедают. Почему ты не хочешь к ним пойти? Alle Kollegen essen zu Mittag. Warum willst du zu ihnen nicht gehen? Alle Kollegen essen zu Mittag. Warum willst du zu ihnen nicht gehen? Я хочу купить эти брюки. Мне нужна еще обувь к ним. Ich will diese Hose kaufen. Ich brauche dann noch Schuhe dazu. Ich will diese Hose kaufen. Ich brauche dann noch Schuhe dazu. Мы знаем точное время отправления нашего поезда. Спросите об этом в справке или в справочном бюро. Die Abfahrtszeit unseres Zuges wissen wir nicht genau. Fragen Sie bei der Auskunft danach. Die Abfahrtszeit unseres Zuges wissen wir nicht genau. Fragen Sie bei der Auskunft danach. Стул сломан. Не садись на него. Der Stuhl ist kaputt. Setz dich darauf nicht. Der Stuhl ist kaputt. Setz dich darauf nicht. На фото мои родители. Между ними я. Auf dem Foto sind meine Eltern. Zwischen ihnen bin ich. Auf dem Foto sind meine Eltern. Zwischen ihnen bin ich. Конференция состоится в мае. Нужно сообщить об этом всем участникам. Die Konferenz findet im Mai statt.
Man muss alle Teilnehmer darüber informieren. Die Konferenz findet im Mai statt. Man muss alle Teilnehmer darüber informieren. То есть дословно можно перевести как нужно проинформировать всех участников. Всех участников проинформировать. Поэтому существительное вот это стоит в винительном падеже. А вот в русском варианте дательный падеж. А вот на это обращайте внимание. Это мой дом. За ним находится гараж. Das ist mein Haus. Dahinter befindet sich die Garage. Das ist mein Haus. Dahinter befindet sich die Garage. Это жилые дома. Между ними супермаркет. Das sind die Wohnhäuser. Dazwischen ist der Supermarkt. Das sind die Wohnhäuser. Dazwischen ist der Supermarkt. Там наша начальница. Ты можешь обратиться к ней со своими вопросами. Da ist unsere Chefin. Du kannst dich mit deinen Fragen an sie wenden. Da ist unsere Chefin. Du kannst dich mit deinen Fragen an sie wenden. Он хочет купить машину. Он экономит для этого. Will ein Auto kaufen. Spart dafür. Will ein Auto kaufen. Spart dafür. Он говорит, что хочет провести отпуск в Италии. Sagt, dass seinen Urlaub in Italien machen möchte. Sagt, dass seinen Urlaub in Italien machen möchte. Я приведу квартиру в порядок, чтобы мама отдохнула после работы. Приводить в порядок – устойчивое выражение в немецком языке. Ich bringe die Wohnung in Ordnung, damit sich die Mutter nach der Arbeit erholt. Ich bringe die Wohnung in Ordnung, damit sich die Mutter nach der Arbeit erholt. Петр включает фонарик. Peter macht die Taschenlampe an. Peter macht die Taschenlampe an. То есть дословно это слово переводится как карманная лампа. Да? Карманная лампа, фонарик. Анна спешит. Anna beeilt sich. Anna beeilt sich. Что вы делаете, когда вам грустно? Что вы делаете, когда вам грустно?
Was machen Sie, wenn Sie traurig sind? Was machen Sie, wenn Sie traurig sind? Что вы делаете, если вы очень счастливы? Was machen Sie, wenn Sie sehr glücklich sind? Was machen Sie, wenn Sie sehr glücklich sind? Вот этот союз when может переводиться как если или когда. То есть здесь у нас сложное предложение с придаточным условным предложением. То есть если вы счастливы, когда вы счастливы. Что вы делаете, если вы очень уставшие? Was machen Sie, wenn Sie müde sind? Was machen Sie, wenn Sie müde sind? Что вы делаете, если ваши друзья неожиданно пришли? Was machen Sie, wenn Ihre Freunde plötzlich vor der Tür stehen? Was machen Sie, wenn Ihre Freunde plötzlich vor der Tür stehen? Подскажите, пожалуйста, как добраться до вокзала? Können Sie mir bitte sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Können Sie mir bitte sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Дословно можно перевести как «А можете мне, пожалуйста, сказать, как я приду к вокзалу?» Это дословный перевод. Еще одна фраза, которую можно по-немецки сказать «Sagen Sie bitte». Это попроще, но более вежливая форма – это «Können Sie mir bitte sagen». Подскажите, пожалуйста, как добраться до университета. И эта фраза схожа с предыдущей. Können Sie mir bitte sagen, wie ich zur Uni komme? Können Sie mir bitte sagen, wie ich zur Uni komme? Подскажите, пожалуйста, когда начинается урок? Können Sie mir bitte sagen, wann der Unterricht beginnt? Können Sie mir bitte sagen, wann der Unterricht beginnt? Скажите, пожалуйста, на каком этаже находится компьютерный класс? Können Sie mir bitte sagen, in welchem Stock sich die Computerklasse befindet? Können Sie mir bitte sagen, in welchem Stock sich die Computerklasse befindet? Подскажите, пожалуйста, почему Петер не пришел? Können Sie mir bitte sagen,
warum Peter nicht gekommen ist. Können Sie mir bitte sagen, warum Peter nicht gekommen ist? И здесь перед нами сложные предложения с придаточным дополнительным, где роль союза выполняют вопросительные слова. Можете ли вы сказать мне, где конференция состоится? Können Sie mir bitte sagen, wo die Konferenz stattfindet? Können Sie mir bitte sagen, wo die Konferenz stattfindet? Можете ли вы сказать мне, пожалуйста, который час? Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Скажите, пожалуйста, как вы провели каникулы? И здесь мы опять используем глагол können. Можете ли вы мне, пожалуйста, сказать? Это более вежливо, чем задать вопрос, как sagen Sie bitte. Können Sie mir bitte sagen, wie Sie die Ferien verbracht haben? Können Sie mir bitte sagen, wie Sie die Ferien verbracht haben? Подскажите, пожалуйста, чью книгу я нашла? Können Sie mir bitte sagen, wessen Buch ich gefunden habe? Können Sie mir bitte sagen, wessen Buch ich gefunden habe? Когда я голоден, я ем бутерброд. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich ein Sandwich. И здесь у нас придаточное предложение на первом месте, то есть предшествует главному предложению. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich ein Sandwich. Когда я хочу пить, я выпиваю стакан воды. Wenn ich Durst habe, dann trinke ich ein Glas Wasser. То есть хотеть пить – это дословно Durst haben, это иметь жажду или хотеть пить. Wenn ich Durst habe, dann trinke ich ein Glas Wasser. Когда я хочу пойти в кино, я бронирую билет или резервирую. Wenn ich ins Kino gehen will, dann reserviere ich eine Karte. Wenn ich ins Kino gehen will, dann reserviere ich eine Karte. Когда мне грустно, я иду гулять. Wenn ich traurig bin, dann mache ich einen Spaziergang. То есть дословно совершаю прогулку. Wenn ich traurig bin, dann mache ich einen Spaziergang.
Если я устраиваю вечеринку, я должен пригласить достаточно людей. Wenn ich eine Party mache, dann muss ich genügend Leute einladen. Wenn ich eine Party mache, dann muss ich genügend Leute einladen. Взрослые идут прежде всего к врачу, если у них грипп или простуда. Erwachsene gehen vor allem zum Arzt, wenn sie Grippe oder eine Erkältung haben. Здесь у нас союз, условное придаточное предложение, порядок слов, подлежащий сразу за союзом, и глагол на последнем месте. Erwachsene gehen vor allem zum Arzt, wenn sie Grippe oder eine Erkältung haben. Если пьют много алкоголя, на следующий день болит голова. Wenn man viel Alkohol trinkt, hat man am nächsten Tag immer Kopfschmerzen. Wenn man viel Alkohol trinkt, hat man am nächsten Tag immer Kopfschmerzen. И здесь у нас придаточное предшествует главному предложению. Давайте посмотрим, где в придаточном подлежащее. Как вы думаете? Подлежащее у нас неопределенное личное местоимение man, при котором глагол всегда находится в третьем лице единственного числа, а переводят его третьим лицом множественного числа. Сабина пьет чай с медом, когда у нее болит горло. Sabine trinkt Tee mit Honig, wenn sie Halsschmerzen hat. Sabine trinkt Tee mit Honig, wenn sie Halsschmerzen hat. Когда у Клаудии мигрень, она остается весь день в кровати. Wenn Claudia Migräne hat, bleibt sie den ganzen Tag im Bett. Wenn Claudia Migräne hat, bleibt sie den ganzen Tag im Bett. Клаус идет к зубному врачу, если у него болит зуб. Klaus geht nur zum Zahnarzt, wenn Zahnschmerzen hat. Klaus geht nur zum Zahnarzt, wenn Zahnschmerzen hat. Когда у вас болит спина, вам нужно делать упражнения для спины. Wenn Sie Rückenschmerzen haben, müssen Sie Rückenübungen machen. Wenn Sie Rückenschmerzen haben, müssen Sie Rückenübungen machen.
Пойдем, мы сделаем это вместе. Komm, wir machen das zusammen. Komm, wir machen das zusammen. Иногда можно перевести как «давай, мы сделаем это вместе». На диване лежит несколько красивых подушек. Auf dem Sofa liegen ein paar hübsche Kissen. Auf dem Sofa liegen ein paar hübsche Kissen. Сколько же килограммов вы хотели бы сбросить? Wie viele Kilo möchten Sie denn abnehmen? Wie viele Kilo möchten Sie denn abnehmen? Тогда нам следует поговорить о вашем фитнес-плане. Мы могли бы пойти на пробежку или ходить на пробежку по понедельникам и средам. Dann sollten wir mal über Ihren Fitnessplan sprechen. Wir könnten montags und mittwochs joggen gehen. Dann sollten wir mal über Ihren Fitnessplan sprechen. Wir könnten montags und mittwochs joggen gehen. Мы могли бы ходить плавать по вторникам и четвергам. Dienstags und donnerstags könnten wir schwimmen gehen. Dienstags und donnerstags könnten wir schwimmen gehen. А по вечерам вам не следует больше есть углеводов. Und abends sollten Sie keine Kohlenhydrate mehr essen. Und abends sollten Sie keine Kohlenhydrate mehr essen. Макароны – это углеводы. Разрешены только фрукты, овощи, сыр и мясо. Nudeln sind Kohlenhydrate. Erlaubt sind nur Obst, Gemüse, Käse oder Fleisch. Nudeln sind Kohlenhydrate. Erlaubt sind nur Obst, Gemüse, Käse oder Fleisch. Я уже чувствую себя намного стройнее. У нас сравнительная степень прилагательной. Ich fühle mich schon viel schlanker. Ich fühle mich schon viel schlanker. Вы против моего предложения? Sind Sie gegen meinen Vorschlag? Sind Sie gegen meinen Vorschlag?
Он пришел домой около 9 часов. Ist gegen 9 Uhr nach Hause gekommen. Ist gegen 9 Uhr nach Hause gekommen. Давайте пойдем через лес. Wollen wir durch den Wald gehen? Wollen wir durch den Wald gehen? Мы проехали по всему городу. Wir sind durch die ganze Stadt gefahren. Wir sind durch die ganze Stadt gefahren. Вокруг города много озер. Die Stadt liegen viele Seen. Die Stadt liegen viele Seen. Разбудите меня в 7 часов. Wecken Sie mich um 7 Uhr. Wecken Sie mich um 7 Uhr. Идите вдоль озера. Gehen Sie den See entlang. Gehen Sie den See entlang. Я хочу осмотреть музеи. Ich möchte die Museen besichtigen. Ich möchte die Museen besichtigen. Это современный вид спорта. Das ist eine moderne Sportart. Das ist eine moderne Sportart. Вы интересуетесь искусством? Interessieren Sie sich für Kunst? Interessieren Sie sich für Kunst? Мы могли бы заказать экскурсию? Könnten wir eine Führung haben? Könnten wir eine Führung haben? Я люблю фотографировать. Ich fotografiere sehr gern. Ich fotografiere sehr gern. Разрешите? Gestatten Sie? Gestatten Sie? Иди немного быстрее. Geh ein bisschen schneller. Geh ein bisschen schneller. Когда начинается эта передача? Wann beginnt diese Sendung? Wann beginnt diese Sendung? Где проходят соревнования? Wo finden die Wettkämpfe statt? Wo finden die Wettkämpfe statt? Наша команда на первом месте. Unsere Mannschaft hat den ersten Platz. Unsere Mannschaft hat den
ersten Platz. Время от времени я хожу на лыжах. Ab und zu laufe ich Ski. Ab und zu laufe ich Ski. Передайте, пожалуйста, что я еще раз позвоню. Richten Sie bitte aus, dass ich noch einmal anrufe. Richten Sie bitte aus, dass ich noch einmal anrufe. Сегодня мы передаем футбольный матч из Рима. Heute übertragen wir ein Fußballspiel aus Rom. Heute übertragen wir ein Fußballspiel aus Rom. Вы передали ему письмо? Haben Sie ihm den Brief übergeben? Haben Sie ihm den Brief übergeben? На стене висят картины, и на комоде стоят цветы. An der Wand hängen Bilder und auf der Kommode stehen Blumen. An der Wand hängen Bilder und auf der Kommode stehen Blumen. Я хотела бы, чтобы все выглядело чисто и опрятно. Ich möchte, dass alles sauber und ordentlich aussieht. Ich möchte, dass alles sauber und ordentlich aussieht. Когда я въезжаю в квартиру, я ставлю сначала в комнату диван. Wenn ich in eine Wohnung einziehe, stelle ich zuerst das Sofa in das Wohnzimmer. Wenn ich in eine Wohnung einziehe, stelle ich zuerst das Sofa in das Wohnzimmer. Когда я въезжаю в квартиру, я сначала все ремонтирую. Wenn ich in eine Wohnung einziehe, renoviere ich erst alles. Wenn ich in eine Wohnung einziehe, renoviere ich erst alles. Телевизор должен стоять перед диваном, иначе это будет неуютно. Das Fernsehgerät muss vor dem Sofa stehen, sonst ist es nicht gemütlich.
Das Fernsehgerät muss vor dem Sofa stehen, sonst ist es nicht gemütlich. Эта книга не из дешевых. Dieses Buch ist nicht ganz billig. Dieses Buch ist nicht ganz billig. Где стоит ваш автомобиль? Wo steht Ihr Wagen? Wo steht Ihr Wagen? Во втором вагоне находится вагон-ресторан. Im zweiten Wagen ist unser Zugrestaurant. Im zweiten Wagen ist unser Zugrestaurant. Вы должны сначала набрать 0. Набрать или выбрать, немцы говорят, какую-то цифру, когда мы звоним кому-либо. Глагол wählen. Wählt, hat gewählt. Sie müssen erst eine Null wählen. Sie müssen erst eine Null wählen. Sie müssen erst eine Null wählen. Выберите, пожалуйста, напиток. Wählen Sie bitte ein Getränk. Wählen Sie bitte ein Getränk. Это неправда или это правда. Das ist wahr. Das ist wahr. Вероятно, осенью я пойду на курсы немецкого языка. Немцы скажут, вернее, немцы не будут употреблять здесь глагол gehen, пойду. Они будут делать этот курс. Wahrscheinlich mache ich im Herbst einen Deutschkurs. Wahrscheinlich mache ich im Herbst einen Deutschkurs. Wahrscheinlich mache ich im Herbst einen Deutschkurs. Вероятно, он не придет. Kommt wahrscheinlich nicht. Kommt wahrscheinlich nicht. Kommt wahrscheinlich nicht. В лесу тихо, спокойно. Im Wald ist es ruhig. Im Wald ist es ruhig. Я люблю гулять в лесу. Ich gehe gern im Wald spazieren. Ich gehe gern im Wald spazieren. Мы ходим часто в поход. Ходить в поход wandern. Wandert ist gewandert. Wir gehen oft wandern. Wir gehen oft
wandern. Когда ты готов? То есть, когда ты уже сделал, выполнил какое-то задание или какую-то работу. Когда ты готов? Wann bist du fertig? Wann bist du fertig? Когда я могу позвонить вам? Wann kann ich Sie anrufen? Wann kann ich Sie anrufen? Здесь очень тепло. Hier ist es sehr warm. Hier ist es sehr warm. В обед я часто ем теплую еду. Mittags esse ich oft ein warmes Essen. Mittags esse ich oft ein warmes Essen. Mittags esse ich oft ein warmes Essen. Мне нужен теплый свитер. Ich brauche einen warmen Pullover. Ich brauche einen warmen Pullover. Ich brauche einen warmen Pullover. Завтра я не работаю. Я приду послезавтра снова в офис. Morgen habe ich frei. Ich komme übermorgen wieder ins Büro. Morgen habe ich frei. Ich komme übermorgen wieder ins Büro. Morgen habe ich frei. Ich komme übermorgen wieder ins Büro. Ты можешь переночевать у меня. Ночевать, übernachten. Неотделяемая приставочка здесь. Du kannst bei mir übernachten. Du kannst bei mir übernachten. А вы можете, пожалуйста, перевести мне письмо? Переводить, übersetzen. Können Sie mir den Brief bitte übersetzen? Können Sie mir den Brief bitte übersetzen? Können Sie mir den Brief bitte übersetzen? Мне нужен перевод моего аттестата. Ich brauche eine Übersetzung von meinem Zeugnis. Ich brauche eine Übersetzung von meinem Zeugnis. Ich brauche eine Übersetzung von meinem
Zeugnis. Вы можете также перевести деньги. Переводить überweisen. Sie können das Geld auch überweisen. Sie können das Geld auch überweisen. Sie können das Geld auch überweisen. Я переведу тебе деньги. Ich überweise dir das Geld. Ich überweise dir das Geld. Ich überweise dir das Geld. 4 часа. Es ist 4 Uhr. Es ist 4 Uhr. Твои часы идут правильно? Geht deine Uhr richtig? Geht deine Uhr richtig? Geht deine Uhr richtig? Он придет в 7 часов. Kommt um 7 Uhr. Kommt um 7 Uhr. Kommt um 7 Uhr. Аптека сразу за углом. Die Apotheke ist gleich um die Ecke. Die Apotheke ist gleich um die Ecke. Die Apotheke ist gleich um die Ecke. Вам нужно пересесть в Мангейме, то есть сделать пересадку. Пересаживаться umsteigen. Steigt um, ist umgestiegen. Sie müssen in Mannheim umsteigen. Sie müssen in Mannheim umsteigen. Sie müssen in Mannheim umsteigen. В следующем месяце мы переезжаем. Переезжать umziehen, zieht ist umgezogen. Nächsten Monat ziehen wir um. Nächsten Monat ziehen wir um. Nächsten Monat ziehen wir um. Подождите, пожалуйста, мне нужно переодеться. Переодеваться, sich umziehen, zieht sich это третье лицо, единственное число. Zog sich это Präteritum. Hat sich umgezogen. Perfekt. Warte bitte, ich muss mich noch
umziehen. Warte bitte, ich muss mich noch umziehen. Warte bitte, ich muss mich noch umziehen. Переезд на следующей неделе. Der Umzug ist nächste Woche. Der Umzug ist nächste Woche. Der Umzug ist nächste Woche. Мне нужно с тобой обязательно поговорить. Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Вчера я попал в аварию. Ich hatte gestern einen Unfall. Ich hatte gestern einen Unfall. Дословно переводится «У меня была или я имел вчера несчастный случай, аварию». Ich hatte gestern einen Unfall. Как произошла авария? Wie ist der Unfall passiert? Wie ist der Unfall passiert? Wie ist der Unfall passiert? Он учится во Фрайбургском университете. Er studiert an der Universität Freiburg. Er studiert an der Universität Freiburg. Er studiert an der Universität Freiburg. Он живет внизу в доме. Er wohnt ganz unten im Haus. Er wohnt ganz unten im Haus. Под нами живет семья с 3 детьми. Unter uns wohnt eine Familie mit 3 Kindern. Unter uns wohnt eine Familie mit 3 Kindern. Unter uns wohnt eine Familie mit 3 Kindern. Андреас и Уда разговаривают. Разговаривать, беседовать. Sich unterhalten, unterhält, hat unterhalten. Andreas und Udo unterhalten sich. Andreas und Udo unterhalten sich. Im Juli hat er ein rotes Cabrio gekauft. Im Juli hat er ein rotes Cabrio gekauft. Летом он поехал в Испанию на кабриолете.
Im Sommer ist mit dem Cabrio nach Spanien gefahren. Im Sommer ist mit dem Cabrio nach Spanien gefahren. В Испании он пил много вина. In Spanien hat viel Wein getrunken. In Spanien hat viel Wein getrunken. Карл посетил музей современного искусства в Мадриде. Karl hat ein Museum für moderne Kunst in Madrid besucht. Karl hat ein Museum für moderne Kunst in Madrid besucht. Там он встретил Антонию. Dort hat Antonia getroffen. Dort hat Antonia getroffen. В январе он женился на своей испанской подруге. Im Januar hat seine spanische Freundin geheiratet. Im Januar hat seine spanische Freundin geheiratet. Ты уже ответил на письмо? Hast du die E-Mail schon beantwortet? Hast du die E-Mail schon beantwortet? Ты уже отменил встречу? Hast du den Termin schon abgesagt? Hast du den Termin schon abgesagt? Ты уже оплатил счет? Hast du die Rechnung schon bezahlt? Hast du die Rechnung schon bezahlt? Ты уже записался на прием к врачу? Hast du schon einen Termin beim Arzt vereinbart? Hast du schon einen Termin beim Arzt vereinbart? Ты уже забронировал столик? Hast du schon einen Tisch reserviert? Hast du schon einen Tisch reserviert? Мне срочно нужно назначить с ней встречу. Ich muss mit ihr dringend einen Termin vereinbaren. Ich muss mit ihr dringend einen Termin vereinbaren. Телевизор в моей комнате не работает. Der Fernseher in meinem Zimmer funktioniert nicht. Der Fernseher in meinem Zimmer funktioniert nicht.
Я хотел бы 2 билета на новый фильм о Джеймсе Бонде. И здесь мы будем использовать самую вежливую форму в немецком языке. Это конъюнктив, когда мы выражаем свои желания. То мы используем глагол haben в форме hätte. Ich hätte gern 2 Karten für den neuen James Bond Film. Ich hätte gern 2 Karten für den neuen James Bond Film. У меня с ней встреча в 13:30. Ich habe mit ihr einen Termin um 13:30 Uhr. Ich habe mit ihr einen Termin um 13:30 Uhr. Ваш офис на 10-м этаже, комната 582. Вы можете использовать лифт или подняться по лестнице. Ihr Büro ist im 10. Stock, Zimmer 582. Sie können den Fahrstuhl oder die Treppe nehmen. Ihr Büro ist im 10. Stock, Zimmer 582. Sie können den Fahrstuhl oder die Treppe nehmen. До 10-го этажа я лучше поднимусь на лифте. Bis zum 10. Stock nehme ich lieber den Fahrstuhl. Bis zum 10. Stock nehme ich lieber den Fahrstuhl. В командировке. Auf Geschäftsreise. Auf Geschäftsreise. Из командировки. Von einer Geschäftsreise. Von einer Geschäftsreise. В командировку. Auf Geschäftsreise. Auf Geschäftsreise. За письменным столом. Am Schreibtisch. Am Schreibtisch. Во время встречи. Bei einem Termin. Bei einem Termin. Со встречи. Von einem Termin. Von einem Termin. Навстречу. Zu einem Termin. Zu einem Termin. На ярмарке. Auf der Messe. Auf der Messe. С ярмарки. Von der Messe. Von der Messe. На ярмарку. Auf die Messe. Auf die Messe. На конференции. In der Konferenz. In der Konferenz.
Konferenz. Von einer Konferenz. Von einer Konferenz. На конференцию. Auf eine Konferenz. Auf eine Konferenz. У клиентов. Bei den Kunden. Bei den Kunden. От клиентов. Von den Kunden. Von den Kunden. Клиентам. Zu den Kunden. Zu den Kunden. У клиента. Beim Kunden. Beim Kunden. От клиента. Vom Kunden. Vom Kunden. Клиенту. Zum Kunden. Zum Kunden. У начальника. Beim Chef. Beim Chef. От начальника. Vom Chef. Vom Chef. К начальнику. Zum Chef. Zum Chef. В ведомстве. Auf dem Amt. Auf dem Amt. Из ведомства. Два предлога. Vom Amt. Aus dem Amt. Vom Amt. Aus dem Amt. Ведомство. Zum Amt. Zum Amt. Я хотел бы 200 грамм обезжиренного сыра. Ich hätte gerne 200 Gramm fettarmen Käse. В зоопарке у них 34 разных вида птиц. Im Zoo haben sie 34 verschiedene Arten von Vögeln. Im Zoo haben sie 34 verschiedene Arten von Vögeln. Мне не нравится его стиль. Seine Art gefällt mir nicht. Seine Art gefällt mir nicht. Отпраздновать праздник можно по-разному. Или праздновать праздник можно по-разному. Man kann auf unterschiedliche Art und Weise ein Fest feiern. Man kann auf unterschiedliche Art und Weise ein Fest feiern.
Я прочитал интересную статью. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Мне сегодня нужно пойти к врачу. Ich muss heute zum Arzt. Ich muss heute zum Arzt. Когда ты был у дантиста или у зубного врача? Wann warst du beim Zahnarzt? Wann warst du beim Zahnarzt? Люди бегут и просят убежища. Die Menschen sind auf der Flucht und bitten um Asyl. Die Menschen sind auf der Flucht und bitten um Asyl. Он простужен и не может дышать носом. Er hat eine Erkältung und kann nicht durch die Nase atmen. Er hat eine Erkältung und kann nicht durch die Nase atmen. Пожалуйста, задержите дыхание. Bitte den Atem anhalten. Bitte den Atem anhalten. Я работаю всю неделю, а также должен работать по выходным. Ich arbeite die ganze Woche und muss auch am Wochenende arbeiten. Ich arbeite die ganze Woche und muss auch am Wochenende arbeiten. Мы поедем в любом случае, даже если идет дождь. Wir fahren auf jeden Fall, auch wenn es regnet. Wir fahren auf jeden Fall, auch wenn es regnet. Поезд только что ушел. Почему ты так поздно? Der Zug ist gerade eben abgefahren. Warum kommst du auch so spät?
Der Zug ist gerade eben abgefahren. Warum kommst du auch so spät? Твои очки лежат на столе. Deine Brille liegt auf dem Schreibtisch. На письменном столе. Deine Brille liegt auf dem Schreibtisch. Мои родители живут в деревне. Имеется в виду в сельской местности. Meine Eltern leben auf dem Land. Meine Eltern leben auf dem Land. Вчера мы были на вечеринке. Gestern waren wir auf einer Party. Gestern waren wir auf einer Party. На наше объявление в вечерней газете пока никто не ответил. Auf unsere Anzeige in der Abendzeitung hat sich noch niemand gemeldet. Auf unsere Anzeige in der Abendzeitung hat sich noch niemand gemeldet. Как называется это на немецком? Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Я уже 2 часа на ногах. Ich bin schon seit 2 Stunden auf. Ich bin schon seit 2 Stunden auf. Поезд в Мюнхене стоит только 20 минут. Der Zug hat in München nur 20 Minuten Aufenthalt. Der Zug hat in München nur 20 Minuten Aufenthalt. Мы желаем вам приятного пребывания. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Я заметил, что Ханна очень бледная. Mir ist aufgefallen, dass Hannah ganz blass ist. Mir ist aufgefallen, dass Hannah ganz blass ist.
Я сдал посылку на почте. Ich habe auf der Post ein Paket aufgegeben. Ich habe auf der Post ein Paket aufgegeben. Никогда нельзя сдаваться. Всегда есть надежда. Man darf nie aufgeben. Es gibt immer eine Hoffnung. Man darf nie aufgeben. Es gibt immer eine Hoffnung. Где он сейчас? В Мюнхене. В данном случае имеется в виду, где он сейчас остановился. Wo hält er sich gerade auf? In München. Wo hält er sich gerade auf? In München. Могу я вам подержать дверь? Darf ich Ihnen die Tür aufhalten? Darf ich Ihnen die Tür aufhalten? Извините за опоздание, меня задержали. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich wurde aufgehalten. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich wurde aufgehalten. Просто оставьте бумаги на полу, я их подниму. Lassen Sie die Papiere nur auf dem Boden liegen. Ich hebe sie schon auf. Lassen Sie die Papiere nur auf dem Boden liegen. Ich hebe sie schon auf. У вас должен быть чек в хорошем состоянии. Die Quittung müssen Sie gut aufheben. Die Quittung müssen Sie gut aufheben. Снег не прекращается. Es hört nicht auf zu schneien. Es hört nicht auf zu schneien. Когда вы перестанете работать? Wann hört ihr mit der Arbeit auf? Wann hört ihr mit der Arbeit auf? Здесь заканчивается главная улица. Hier hört die Hauptstraße auf. Hier hört die Hauptstraße auf.
Мне нужно зарядить телефон. Аккумулятор разрядился. Ich muss mein Telefon aufladen. Die Batterie ist leer. Ich muss mein Telefon aufladen. Die Batterie ist leer. Таблетку растворить в воде. Die Tablette bitte in Wasser auflösen. Die Tablette bitte in Wasser auflösen. Ученица внимательно слушала. Die Schülerin hörte aufmerksam zu. Die Schülerin hörte aufmerksam zu. Я обращаю ваше внимание на то, что мы закрываемся через полчаса. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir in einer halben Stunde schließen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir in einer halben Stunde schließen. Мы приняли Анету в наш клуб. Wir haben Aneta in unseren Verein aufgenommen. Wir haben Aneta in unseren Verein aufgenommen. Я снял фильм в отпуске. Ich habe den Film im Urlaub aufgenommen. Ich habe den Film im Urlaub aufgenommen. Пожалуйста, тише. Я начинаю запись. Bitte seid leise. Ich starte die Aufnahme. Bitte seid leise. Ich starte die Aufnahme. Мне жаль. Наверное, я не обратил внимания. Tut mir leid. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Tut mir leid. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Я должен остаться дома и смотреть за детьми. Ich muss zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Ich muss zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Перед своим отпуском мне обязательно нужно навести порядок на столе.
Vor meinem Urlaub muss ich unbedingt noch meinen Schreibtisch ausräumen. Vor meinem Urlaub muss ich unbedingt noch meinen Schreibtisch ausräуmen. Меня расстраивает то, что мне снова приходится работать сверхурочно. Es regt mich auf, dass ich schon wieder Überstunden machen muss. Es regt mich auf, dass ich schon wieder Überstunden machen muss. Спокойно, пожалуйста, не волнуйтесь. Ganz ruhig. Bitte regen Sie sich nicht auf. Ganz ruhig. Bitte regen Sie sich nicht auf. Сегодня у тебя экзамен. Ты уже волнуешься? Heute hast du eine Prüfung. Bist du schon aufgeregt? Heute hast du eine Prüfung. Bist du schon aufgeregt?